Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir machen heute gleich weiter. Und zwar hier mit dem Bibelvideo. Einige Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Bibel falsch geschrieben habe. Ich habe das nun geändert. Sucht euch eine Ausrede eurer Wahl aus. Legasthenie, ADS, irgendwas in der Richtung wird es sein. Aber, wir reden jetzt nicht lange umeinander. Das ist der Part 2. Ich brauche jetzt hier nicht noch große Vorrede. Jeder, der hier ist, weiß ungefähr, worauf er sich einlässt. Ihr habt ja extra drauf geklickt, weil ihr den ersten Teil gesehen habt. Wir haben nicht lange umeinander. Hockzeich herer, Sammermehrer, Reichszeicher Häube auf. Mir gingen einer in Rainer. Wo man sie im Laden kaufen kann. Nur um dann einen Tag, sobald es dann online kommt, also sobald das Spiel dann zum Kaufen im Laden steht, oder sogar einen Tag vorher, werden dann diese Videospiele schon als Video im Internet stehen, dass man sie anschauen kann, damit Werbung gemacht wird, damit die Leute sich das kaufen können. Ich werde bezahlt dafür, dass die Leute die Werbung machen können. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Fernsehen. Okay, ich meine, da habe ich, glaube ich, ungefähr die Pause gemacht. Er hat dann nochmal irgendwas Dummes gesagt, was jetzt dann gleich kommt, worauf ich dann eingehen wollte. Auf die Scheiße bin ich schon ein. Kurz meine Kopfhörer lauter noch machen. Mit Aufregen. Wie viel Geld kriegst du dafür? Da dürfen wir nicht drüber reden. Das ist aber ganz normal, wie es arbeiten gehst auch. Du darfst ja auch nicht Ja, genau. Oh. über deinen Verdienst reden normalerweise. Das ist aber auch... Man darf doch darüber reden, wie... Kompletter Horse-Shit. Es ist kompletter Horse-Shit. Ja, wie viel kriegst du denn für deine Let's Plays auf Ding? Ja, da darf ich nicht drüber reden. Kompletter Bullshit. Ne? Man darf, auch wenn man angestellt ist, irgendwo nicht über seinen Verdienst reden. Natürlich darf man über seinen Verdienst reden. Die meisten Leute tun das halt nicht. Das ist halt so ein ungeschriebenes Gesetz, von dem dieses über Geld spricht man nicht. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was es irgendjemanden angehen sollte, aber theoretisch, wenn ich Bock habe, drüber zu reden, was ich verdiene und irgendjemandem das auf die Nase binden will, dann kann ich ihm das sagen, so viel wie lustig bin. Ne? Es ist vollkommener Hanebüchner Bullshit einfach von ihm wieder. Wie viel man verdient? Das ist von Firma zu Firma und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, soweit ich weiß. Ich glaube, das Von Bundesland zu Bundesland. Ey, es ist illegal in Deutschland, in manchen Bundesländern über seinen Verdienst zu reden. Dass er da selber nicht drauf kommt, dass das vollkommen dumm ist, die Aussage. Warum sollte das verboten sein? Was soll dir denn da drohen, bitte? stimmt nicht. Bei uns in Bayern darfst Ich glaube, das stimmt nicht. Bei uns in Bayern darfst du es nicht. Ich wohne in Bayern und ich sag dir, doch, darfst du. Durftest du auch damals schon. Es wird halt manchmal nicht gern gesehen. Ne? Arbeitgeber sind manchmal auch so, wenn sie jemanden einstellen, dass sie sagen, hey, bitte mit den Kollegen vielleicht nicht über das Gehalt reden, weil die natürlich mit jedem Angestellten dann beim Einstellungsgespräch nochmal selber verhandeln wollen, ne, über das Gehalt. Und weil die Höhe des Gehaltes auch manchmal mehr davon abhängt, wie du verhandeln kannst mit deinem Arbeitgeber. Und natürlich wollen die dann nicht manchen Leuten halt einfach ein bisschen weniger Barne zahlen, weil sie das nicht, ne, aus offensichtlichen Gründen. Und sagen einem deshalb, ja, bitte nicht mit den Kollegen drüber reden. Aber streng genommen dürfen weder die dir das verbieten, noch sonst irgendjemand. Und wenn du in die Arbeit gehen willst oder auf der Straße rumlaufen willst mit einem T-Shirt, auf dem steht, ich verdiene Betrag XY brutto, das macht dann XY netto pro Monat, dann steht dir das vollkommen frei. Du kannst es dir auf die scheiß Stirn tätowieren lassen, wenn du lustig bist. Kompletter Horse-Shit. Zumindest. Oder zumindest durfte man es nicht in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass du das nicht mit deinen Arbeitskollegen bequatscht, dass du merkst, oh, der verdient dann 10er mehr in der Stunde als ich, also gehe ich auch zum Chef und will auch einen 10er mehr. Ein 10er mehr in der Stunde. Also wenn du in einem Betrieb gearbeitet hast, wo du mit deinen direkten Kollegen, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest, da irgendjemand einen 10er mehr verdient hat in der Stunde als du, dann weiß ich nicht. Also dann hast entweder du fürchterlich scheiße verhandelt oder der fürchterlich gut oder irgendwas ist da ganz, ganz gewaltig scheps gelaufen. Ne? Also, das
dass da vielleicht um 1, 2 Euro geht oder sowas in der Stunde, wenn es hochkommt, aber also für denselben Job. Und das ist ja oft dann auch, ne, mit Qualifikation, bist du Quereinsteiger, wie lange bist du schon in der Firma, wie viel Erfahrung in dem Job hast du schon, dergleichen. Das ist ganz normal. Davon abgesehen redet man nicht über Geld. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das total unfair ist. Und man soll über Geld spricht man ja nicht, Geld hat man. Nicht unfair sein. Man soll seinen Nächsten lieben. Ich kann dir, ja schon, aber da hält sich keiner dran, das ist ja das Dumme dran. Ich kann dir so viel sagen, dass es mir reicht zum Überleben und zum Leben. Mittlerweile auch zum Leben. Anfangs hat es nur zum Überleben gereicht, das heißt, meine Sachen zu zahlen, Steuern zu zahlen, mein Essen zu zahlen. Reini, du hast nie Steuern bezahlt. Wir wissen das. Und jetzt sagt er gleich wieder, Trinken zu zahlen wie ein Kleinkind. Zu zahlen, meinen Strom zu zahlen, wobei es mit Strom noch Probleme gab. Aber hat er nicht gesagt, aber da ist der Strom zu zahlen. Auch, Rainer, auch Strom hast du über Jahre hinweg nicht bezahlt. Ansonsten hätte es die legendäre Stromlosstaffel nie gegeben. Das wissen die Zuschauer besser. Und so weiter und so fort. Und ich habe mir das Ganze erarbeitet. Ja? Alter, wie lange ist mein Video jetzt? 6 Minuten. Wir sind jetzt hier in der Reaction noch keine 2 Minuten drin. Alter, ich möchte jetzt schon mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Zitat Rainer Winkler, und er bringt es so oft, aber wird nicht weniger cringe. Ich habe mir das Ganze erarbeitet. Reini, jetzt sagt er jetzt mal, was du dir erarbeitet hast. Du hast dir erarbeitet unbehandelten Diabetes, Wasser in die Haxen, den Titel Lügenlord und dass dich halb Deutschland hasst. Das sind die Dinge, die du dir erarbeitet hast. Alles andere null und gar nicht. Ich habe... Ja, aber ehrlich gesagt, das möchte ich nicht unterbrechen, aber es tut mir wirklich leid, aber sich aufzustehen, sich auf die Couch zu setzen und dann Computerspiele zu spielen, ist doch keine Arbeit. Dann spielst du mal... Wir haben das Thema im letzten Video schon durchgenommen. Ja, das kann Arbeit sein, aber nicht so, wie er das tut. Ein Spiel von vorne nach hinten durch, nimmst es auf, unterhältst die Leute dabei, kommentierst dabei, Scherze. Ja, im Übrigen, Rainer, du hast nie die Leute dabei unterhalten. Und wenn du mal Kommentare oder Scherze gebracht hast, waren die immer geklaut. Reini, die waren immer geklaut. Du hast dir immer vorher ein Let's Play von irgendeinem angeschaut, der das tatsächlich kann, der all die Dinge tut, die du da gerade erklärst. Leute unterhalten, irgendwie witzige Sprüche bringen, das Spiel durchspielen, ohne komplett zu versagen. Reini hat ja kaum eins von diesen Spielen, die er da gelet's played hat, jemals durchgespielt, außer Man-Eater oder irgend so einen Krampf, oder irgend so ein Schmutzspiel von Hinterpfui Teufel für Dullis. Ja, die Scheiße hat er durchgespielt. In dem Moment, in dem da irgendwo eine Herausforderung war er ja raus aus der Nummer. Und das ist ja genau das Problem. Damit prädestiniert er sich eben für die andere Seite des Bildschirms. Für den Konsumenten von solchen Let's Plays. Niemand, der so Let's Plays macht, muss der überkrasseste Profi-Gamer sein, weil ansonsten wäre er wohl Profi-Gamer als Beruf. Ja? Aber man sollte ein bisschen was drauf haben. Und keine Ahnung, ich würde mir zum Beispiel Sekiro nicht kaufen, weil es mir zu schwer ist. Ich habe ein Souls-Game durchgespielt, und zwar Bloodborne, und zwar einfach nur, weil ich die Atmosphäre so geil fand. Großartiges Spiel. Ich bin dann auch irgendwann klargekommen, sodass ich gewisse Bossfights geschafft habe, aber es war schon zäh. Ich fand Bloodborne einfach sehr atmosphärisch und sehr gut. Ich habe jetzt den Bezug so zu dieser japanischen Historie habe ich einfach auch nicht so, und ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen würde, das Sekiro, mich da durchzuquälen. Aber es ist anscheinend ein großartiges Spiel, alle Leute lieben es, ich habe noch kein einziges schlechtes Wort darüber gehört, außer von Reini, der zu dumm war, es zu spielen. Und ich könnte mich da wahrscheinlich auch durchknechten irgendwie, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre wahrscheinlich möglich, aber in der Zeit spiele ich halt 3 andere Spiele. Das heißt, ich wäre prädestiniert dafür, mir ein Let's Play anzuschauen von jemandem, der das kann. Und das habe ich auch schon gemacht, also nebenher laufen lassen, also Speedruns oder sowas. Wenn du das halt nicht hinkriegst,
Dann bist du der Zuschauer, Reini. Und in dem Fall bist du der prädestinierte Zuschauer. Die Leute, die das machen und deren Beruf das ist, die können das auch. Und die spielen dann die Games auch durch. Ne? Und wir wissen alle, wie es war. Ob es jetzt Ezio war oder... Es sind immer, die Steuerung ist schuld, der Charakter ist schuld, die Programmierer sind schuld, das Spiel ist scheiße, alles ist... Hauptsache, nicht Reini ist verantwortlich dafür, dass das scheiße läuft. Nee, Max Scherze dabei und das magst du dann mal einen Tag lang ein ganzes Spiel. Dann bist du an einem Tag bei über 12, 15 Stunden, je nachdem, was du für ein Spiel aufnimmst. Und dann musst du diese ganzen Spiele auch noch am Computer bearbeiten. Aber wenn man sich ein Spiel kauft... Als Schmano musst du da bearbeiten, Rainer. Du hast da bei deinen ganzen Let's Plays noch nie irgendetwas bearbeitet. Noch nie. Gerade bei den Let's Plays nicht. Waren immer One-Taker. Rainer, du bist sogar irgendwann dazu übergegangen, weil du zu faul warst, da Videos davon aufzunehmen, bist du dazu übergegangen, die Leute dafür bezahlen zu lassen, auf deinen Discord zu kommen, um dann über Discord die Scheiße zu streamen. Und dann die Leute noch anzumotzen. Die 3 Hanseln, die dann tatsächlich hirnverbrannt genug waren, dir tatsächlich hartes Geld in den kreisligen Schlund zu stopfen, nur damit sie auf deinem depperten Discord sein können, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen Met farmen und dir dann dabei beim in allen Spielen Versagen zugeschaut haben. Dann spielt man das doch durch, sowieso, oder? Ja, und ich nehme es eben auf dabei. Die Sache ist die... Aber wo ist dann da die Arbeit? Viele unterschätzen die Arbeit, die da drinnen steckt. Wenn ich einen Part, ja, Ihr unterschätzt das immer. Leute, ich habe ein Let's Play aufgenommen. Ne? Das ist hier auch noch auf dem Kanal. Das war das Point-and-Click-Adventure, was der gute Troll Lindemann gemacht hat. Und das war keine Arbeit. Das war keine Arbeit. Punkt. Ich habe das Spiel mehr oder weniger so gespielt, wie wenn ich es so daheim spielen würde. Wenn ich solche Point-and-Click-Adventures spiele, für mich alleine daheim, laber ich auch die ganze Zeit drüber. Es war einfach so, als würde ich hier sitzen und das spielen, ohne dass OBS im Hintergrund läuft und es aufnimmt. Fertig. Zwischendurch habe ich mal kurz drüber nachgedacht und Kommentare zu den Leuten gemacht, aber mehr oder weniger, es ist mal mehr oder weniger dieselbe Experience, als hätte ich es nicht für Video aufgenommen. Das hat mit Arbeit überhaupt und zwar gar nichts zu tun. Ein Part von meinen Let's Plays sind 22 Minuten, die du dir anschauen kannst. Ein Part. Dieser ganze... Das ist auch räudig. Seine Let's Plays sind immer 22 Minuten. Rainer, das ist halt eine Länge, die rentiert sich für manche Let's Plays nicht. Ich meine, klar kannst du, wenn du jetzt sowas wie Binding of Isaac machst, dann kannst du in 22 Minuten relativ viel reinbringen. Ne? Weil du ja dann immer wieder einen neuen Run und neuen Run hast. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein großes Story-Game nehme, wo tatsächlich auch mal, wo man an manchen Stellen vielleicht einmal auch hängen bleibt oder sowas, dann brauche ich mit 22 Minuten nicht anfangen. Wenn ich mir jetzt so ein Sekiro oder irgendein Souls-like-Game vornehme oder auch, keine Ahnung, das letzte God of War oder sowas. Ja, was passiert denn da in 22 Minuten? In den 22 Minuten bis die Hälfte der Zeit bist du irgendwie von Punkt A nach Punkt B erstmal gelaufen, bevor irgendwas passiert ist. 22 Minuten. Der Part dauert die 22 Minuten, die ich Aufnahmezeit brauche. Dann muss ich sie auf meinem Computer bearbeiten. Und das hast du nie gemacht, Rainer. Du hast es so hochgeladen, wie du es aufgenommen hast. Willy-nilly. Und ich kann dir genau sagen, woher ich das weiß, weil ich das mit dieser Scheiße hier nicht anders mache. Ich nehme das hier auf und wenn nicht irgendwas fürchterlich Dramatisches passiert oder ich nicht selber gemerkt habe, dass ich einen massiven Bock geschossen habe oder sonst irgendwas an der Aufnahme Chaps gelaufen ist, dann wird das so hochgeladen, wie ich das aufgenommen habe. Und das ist Arbeit gleich 0 und das ist bei dir ganz genauso gewesen. Und rendern, was da... Auch rendern ist keine Arbeit. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Rendern ist keine Arbeit. Wenn du das... Ich gebe jemandem, der ein Video schneidet, dass das Schneiden Arbeit ist. Ja? Videoschneiden ist Arbeit, aber wenn du mit Schneiden fertig bist, das Rendern zählt nicht als Arbeit, weil du klickst dann auf Exportieren
Und das Rendern macht der Computer dann von ganz alleine. Natürlich, das dauert seine Zeit und während der Zeit ist der Computer damit beschäftigt und dann kann Rainer nicht selber daddeln auf dem Computer oder sich irgendwelche Videos auf einschlägigen Seiten anschauen. Mehr oder weniger ist er dann blockiert von dem, was er gerne tun würde und muss dann abwarten. Und dann deswegen empfindet er das als Arbeit. Aber Rendern ist keine Arbeit. Dann auch nochmal eine Arbeitszeit von, naja, das Bearbeiten kommt auf das Videospiel an. Das dauert zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Das kommt aufs Videospiel an. Und das Rendern dauert dann nochmal 2 Stunden. Ne? Dann. 2 Stunden in Welt, Ich weiß nicht, Rainer, welches 22-Minuten-Video bei dir 2 Stunden zum Rendern braucht. Aber ich habe neulich 2 Videos zusammengeschnitten. Das ging weit über 1 Stunde. Das hat keine 2 Stunden zum Rendern gedauert. Muss ich es auf YouTube hochladen. Das dauert dann auch nochmal 2-3 Stunden. Ne? Ja, auch 2-3 Stunden. Auch die 2-3 Stunden musst du gar nichts tun. Das Hochladen funktioniert von ganz alleine. Nur, das ist halt bei mir, dauert es halt 5 Minuten, weil ich halt anständige Internetverbindung habe und du hast halt damals 2-3 Stunden dafür gebraucht. Aber du klickst halt auf Hochladen, gibst den Titel ein und deine Tags und den ganzen Scheiß und klickst auf Monetarisieren und auf Hochladen. Und das Hochladen tut es von selbst. Du musst ja nicht extra das irgendwo hintragen. Oder du musst ja nicht irgendwie jeden einzelnen Kilobyte mit der Maus Drag and Drop von links nach rechts von Drachen PC auf YouTube-Server rüberziehen. Du musst ja da nicht dabei sein. Es tut es von ganz alleine. Und weißt du, Rainer, was ich mache, wenn irgendwie hier das Video hochgeladen wird und dann die Überprüfung dauert meistens länger wie das Hochladen? Ich gehe rüber in die Küche. Ich spüle irgendwas ab. Ich richte vielleicht schon mal irgendwas fürs Abendessen her. Ich kümmere mich um irgendeine andere Scheiße. Ich fütter meine Katzen, gehe Staubsaugen, mache sonst irgendwas. Nach einer Viertelstunde ist die Scheiße hochgeladen und überprüft. Und dann lasse ich es nochmal überprüfen, weil es in 2 von 3 Fällen gelb ist. Was er hier alles versucht als Arbeit zu verkaufen, das ist halt hageldumm. Und ich muss mal ganz ehrlich, ich war als Teenager auch ein faules Stück Scheiße. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe den Kopf um alles gemacht, nur nicht um das, was ich machen sollte. Schule vor allem, solche Dinge. Und ich habe alle möglichen Ausreden gesucht, der billigsten Art, um mich vor sowas zu drücken. Vor allem, worauf ich keinen Bock hatte. Ich hatte auch eigentlich nur Bock, daheim zu hocken, zu zocken und und Herrgott an guten Moser lassen. Aber nicht mal meine Ausreden, damals als dummer Teenager, waren so hageldumm wie von dem fast 30-jährigen Mann, der hier sitzt und irgendeinem Hiopai im Internet erklären muss, warum Rendern und Hochladen so harte Arbeit sind. Und der ganze Prozess läuft bei mir jeden Tag. Und das jeden Tag? Früh, wenn ich aufstehe, dann mache ich das so, dass meine Videos neu hochgeladen werden. Meistens läuft mein Computer über Nacht und lädt sie hoch. Im Übrigen, wenn der Computer 24 Stunden am Tag läuft, dann wundert es mich nämlich auch nicht mehr, warum du 15.000 Euro Stromschulden angesammelt hast zwischen 2012 und 2016. Aber ist ja wichtig, weil es muss ja gerendert und hochgeladen werden. Und das ist harte Arbeit. Mein Programm am Laptop, weil ich habe 2 Computer, mein Laptop und mein Rechner. Geil, 2 Computer laufen 24 Stunden am Tag. Wie gesagt, Rainer kann sich das nicht erklären, wie diese 15.000 Euro zusammengekommen sind. Mein Laptop arbeitet nebenher und bearbeitet. Ich glaube dir, dass du. Das ist Arbeit. Da kannst du ja, auch, ich glaube dir, ich glaub's dir. Ich liebe das. Und Rainer, das ist eine so großartige Szene. Leute, wenn ihr euch das normalerweise anhört, ich weiß, viele Leute hören sich das nur an. Ich höre mir die meisten Sachen von den anderen Reactern auch nur an.
Ich mache das, während ich irgendwas anderes mache im Ohr. Aber schaut jetzt mal kurz auf euren Bildschirm. Nehmt euer Handy raus und schaut jetzt mal kurz auf euren Bildschirm. Ne? Der Bibelben hat jetzt gesagt, okay, ich glaub dir das. Hör einfach auf, Scheiße zu reden. Ne? In Klammern. Der hat das selber nicht mehr ertragen, diesen hanebüchenden Bullshit, dem da gerade ans Knie geschraubt wird, darüber, warum Rendern harte Arbeit ist. Und Rainer grinst sich jetzt einen ein, weil er der Meinung ist, boah, ich habe so die Diskussion gewonnen. Ich hab's ihm gezeigt. Ich habe ihm jetzt erklärt, warum Rendern harte Arbeit ist. So, ich bin's. Oh Mann. Ja, das ist irgendwie. Ja, aber ich meinte ernst. Die Leute haben mich wirklich oft gefragt, ob ich mit dir über deine Probleme. Weil ich dir schon es ist gesagt wirklich habe, nicht. mehr Ich Hater glaub's als dir, ich du mit- Wow. Dena FBQ 71 da unten. Ich weiß nicht, ob du noch im Game bist und ob du die Scheiße siehst, aber beleidige nicht Ron Weasley und Hagrid, ey. Okay, er sieht wirklich aus wie Ron Weasley, den Weasley gebe ich dir. Aber Hagrid ist cool. Hagrid hat nichts mit Reini zu tun. glaub's dir, ich weiß nicht. Es rufen eine Menge Leute an, die mir Quatsch erzählen wollen, aber es sind ungefähr genauso viele Leute, die mir keinen Quatsch erzählen wollen, weißt du? Und das macht mich einfach glücklich und deswegen mache ich auch weiter. Das ist ja auch in Ordnung ist. Ich will dich ja nicht davon abhalten, im Gegenteil. Aber. Doch, Reini? Genau das willst du. Du willst ihn davon abhalten, weil du ein Neidhammel bist, der es nicht ertragen kann, sich die Aufmerksamkeit auf YouNow, wir hatten das im letzten Video schon, der großartigen Plattform, mit Bibelband zu teilen. Im Übrigen, wir hatten letztes Jahr, den No-Träger Dezember. Dieses Jahr ist jetzt im Oktober wirklich dafür, dass er eigentlich nichts mehr aktiv macht, schon echt viel Content über ihn rausgekommen. Also bei mir, bei anderen Leuten. Ich habe mir gedacht, wir nennen das jetzt einfach den Oger Oktober. Lass uns doch das einfach den Oger Oktober nennen. Einmal, wenn ihr Bock drauf habt, einmal Hashtag Oger Oktober in die Kommentare, bitte. Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass es wirklich sehr. Pass auf, ja. Ich bin der Letzte, der dir sagt, hör auf damit. Weil im Gegenteil. Reini, du hast Anfang dieses Videos zu ihm gesagt, er soll damit aufhören. Oder er soll sich zumindest überlegen, ob es nicht schlauer wäre, aufzuhören, weil er so gehatet wird. Und ich habe die Parallele gezogen zwischen damals und letztem Jahr mit Birella, da hast du genau das gleiche gemacht. Und zwar aus genau dem gleichen Grund. Mit dem einzigen Unterschied, dass Bibelband das gemacht hat, um dich zu trollen und Birella das gemacht hat, um dir einfach deine Audience zu klauen. Weil sie sich gedacht hat, wow, krass, dumme Scheiße ins Internet labern und mich haten lassen und die Leute beleidigen und mich noch mehr haten lassen, um Aufmerksamkeit zu kriegen und Barren zu farben, weil das kann ich auch. Und dazu habe ich noch den Tittenbonus. Einwandfrei, das machen wir. Und dann war auf einmal bei Rainer sind die TikTok-Einnahmen nach unten gegangen und dann hat er gesagt, oh, da muss ich irgendwas machen. Und dann ist er auf einmal zum Menschenfreund geworden, hat er jetzt erklärt, was sie sich damit antut und dass er das auch nicht machen soll. Und das ist bei Bibelband war das damals genau dieselbe Scheiße. Wie, ich bin immer der größte deutsche YouTuber. YouNower. Scusi. Und der ist dann nur deswegen hingegangen, um dann Pimmel auf den Tisch zu legen. Und wir wissen alle, das haut nicht hin. Und um den irgendwie zu manipulieren und zu gaslighten, dass er die Scheiße aufhört, damit er wieder der große Zampano auf YouNow ist. Dann kriegt er nämlich wieder alle Free Spins. Ich nehme an, der Bibelband hat ein paar Free Spins gekriegt. Die dann nicht auf Reiners Konto gelandet sind. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Da wird der Mund sehr schnell sehr klein und die Stimmung im Hause Winkler war sehr schnell sehr neutral. Mir hat jeder gesagt, hör auf damit. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Das Problem ist nur... Man muss einfach weitermachen. Immer weitermachen. Nein, das Problem ist, ich weiß, was auf dich zu... Ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Let's fucking go. Und... Nein! Nicht, ich will dir, du sollst auch nicht so machen wie ich, weil ansonsten nimmst du mir mein ganzes Geld und meine Zuschauer und meine Hater weg. Hör einfach auf!
zukommt, ja. Und ich weiß, was auf dich zukommen kann, ja. Und ich weiß, was im nächsten Jahr auf die Hater zukommt. Die ganzen Sachen, es wiederholt sich alles. Wie gesagt, von körperliche über psychische Misshandlung oder Angriffe. Ich werde doch, warum sollte ich hier verprügelt werden? Ja, keine Ahnung, vielleicht bist du auch so dumm, dass du deine Adresse und deinen Klarnamen ins Internet pimmelst, wie der allerletzte Depp, nur weil jemand deine Schwester genervt hat und die dir dann aufs Dach gestiegen ist, dass du mit dieser Kasperei im Internet aufhören sollst. Warum sollte ich es? Ich weiß nicht. Wird man einfach so verprügelt? Das sind einfach Leute, denen... Und Rainer ist nie wirklich verprügelt worden. Rainer ist nie wirklich verprügelt worden. Verprügelt werden bedeutet in meiner Auffassung, irgendjemand kommt her, macht dich an und fängt an, auf dich einzuprügeln und du kannst dich nicht wehren. Bei Reini war es immer so, die Leute sind hergekommen, Reini ist rausgegangen, Reini hat sie beleidigt, hat sie provoziert, die Leute haben irgendwann zurückbeleidigt, Reini hat sie angegriffen, die Leute haben sich verteidigt. Sogar, ganz ehrlich, sogar während der Obdachlosen-Staffel. Ich erinnere euch an diese ganzen Geschichten von den diversen Bahnsteigen. Würzburg und wo es nicht überall war. Derjenige, der mit der körperlichen Aggression begonnen hat, war immer Rainer. Es war immer Rainer und es war immer Rainer nur dann, wenn es irgendein Krischball war. Und ich wette was, Rainer hätte letztes Jahr im Juni auch den lieben Utti in Nürnberg am Hauptbahnhof angegriffen, wenn er nicht gesehen hätte, dass der gute Troll noch ein paar Meter im Hintergrund gestanden ist. Ne? Er hat sich gedacht, da zieht den kürzeren. Die Würzburg-Bahnhofshater, die waren alle im Kopf kleiner wie er und ziemliche Krischball. Da hat er sich gedacht, den pack ich mal. Und sogar der hat ihm eingeschenkt einfach. Wie der dem einfach 2-3 Mal Vollgas in die Fresse gegeben hat, einfach damit er ihn loslässt. Weil Reini hat ihn ja am Krawattel packt. Ja? Und wollte ihn nochmal weglassen. Und der hat ihm dann halt eine gegeben, damit er von ihm wegkommt. Ne? Im Endeffekt haben die Leute sich verteidigt. Ihm gegenüber. Passt nicht, was ich mache. Die haben dich gesehen und dann sind sie zu dir, oder haben sie dich gesehen? Die sind zu mir nach Hause gefahren, haben hier die ganze Zeit Stress gemacht, bis ich dann vors Tor gegangen bin und sie wegjagen wollte. Der packt einen Schlagstock aus und schlägt mich und geht auf mich los. Rainer ist gelogen. Es ist gelogen. Ich höre den Lulu-Train nach Bullshit Town schon wieder. Der kommt auf Gleis 8. Auf Gleis 1510 kommt der. Ja. Wenn er jetzt kommt mit der Geschichte, mit seinem Zahn, dann habt ihr mich hier liegen. Rainer, die Waffen hast du immer mit rausgenommen. Du wirst doch wohl nicht glauben. Stellt euch folgende Situation vor. Rainer behauptet jetzt, die Leute haben sich bewaffnet mit Schlagstöcken, die du in der Öffentlichkeit gar nicht tragen darfst. Wenn die dich da erwischen, bist du wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz dran. Niemand will sich wegen so einer Scheiße strafbar machen wegen ihm. Ja? Oder wegen sonst irgendwas. Die werden da mit Waffen hingegangen. Ja? Quer durch die Republik gereist, um mit Waffen zum Drachenlord zu gehen, wo permanent Polizei ist, um sich eine schöne Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu holen. Das will er uns jetzt erzählen. Die Realität ist, Reini ist dann entweder mit seinem Schwert oder mit seinem Pfefferspray oder mit dem Besenstiel oder sonst was rausgemettelt, hat versucht, die Leute anzugreifen und hat sich dabei vor lauter Dummheit selber verletzt. Wie er es halt immer tut, weil er halt gar nichts kann. Genauso wie der Stacheldraht, den er an seinen Zaun gepackt hat und an sein Tor, eigentlich der Abwehr der Kuchenkinder dienen sollte. Und die einzige Person, die sich immer wieder an diesem Stacheldraht verletzt hat, war Reini, weil er versucht hat, mit seinen Wurstfinger zwischen diesen Zaun durchzugreifen, um die Kuchenkinder zu packen und sich dabei vor lauter Dummheit selber verletzt hat. Oh. Warst du im Krankenhaus? Nee, ich bin über 1,90 groß und ich halte ganz schön was aus. Rainer, du bist nicht über 1,90 groß.
Rainer, du bist nicht über 1,90 groß. Punkt. Das ist bewiesen. Rainer, du bist 1,84. Und es, ganz ehrlich, es ist so lächerlich, über seine Körpergröße zu lügen. Was bringt dir da? Ich bin über 1,90 groß. Nein, Rainer, du bist 1,84 groß. Das ist, du bist jetzt ein Zwergerl oder sonst irgendwas. Das ist doch vollkommen normale Körpergröße. Ich bin 1,90 Strich. Ne? Ich behaupte jetzt auch nicht, dass ich 2 Meter groß wäre. Was bringt mir das denn? Ich hätte ihn noch schön zerlegen können, wenn ich gewollt hätte. Ja, ganz ehrlich, Rainer kommt dann immer, auf der einen Seite kommt er aus solchen Konfrontationen immer raus als armes Opfer. Den haben es so hergewämst. Ja, und es ist so schlimm und alles ist fürchterlich, er ist so schwer verletzt. Überall hat er Narben. Aber theoretisch hätte er die alle kaputt machen können. Ja, Rainer, warum hast du es dann nicht gemacht? Aber das habe ich nicht gemacht. Also, man zerlegt niemanden, sowas macht man nicht. Wenn mich jemand angreift, verteidige ich mich. Verteidigung ist okay, aber... Ich halte auch nicht die andere Wange hin. Das mache ich nicht, weil das sehe ich nicht ein. Wenn mir jemand körperlich Schaden zufügt, dann verteidige ich mich. Ich hau ihn nicht zusammen, dass er gnadenlos am Boden liegt, oder ich hau ihn auch nicht aus eigener Intention, sondern ich verteidige mich. Also... Rainer, das deutsche Recht sieht das anders. Du verprügelst gerne Leute dann auch. Ich sagte, ich verteidige mich. Ich prügel keine Leute zusammen. Ich prügel die nur zusammen, wenn sie mich vorher angegriffen haben. Rainer ist gelogen. Rainer ist gelogen. Ich verteidige mich. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht nötig. Okay, und wie oft wurdest du angegriffen und wie fühlt man sich, wenn man danach ist? Interessiert mich immer, wie die Leute sich fühlen. Wie fühlst du dich, wenn du angegriffen wurdest? Gar nicht. Also alleine, wenn du... Das ja, er fühlt sich gar nichts, wenn er angegriffen wurde, weil er gar nicht angegriffen wurde. Ja, weil der Aggressor nämlich immer Reini war. Mich interessiert das nicht. Aber das ist doch an einem bestimmten Punkt, wo es dir wehtut und wo das einen Schaden hinterlassen haben, müsste es dir doch wehtun irgendwo. Also auch seelisch. Du hast ja auch gesagt, sie haben dir psychischen Schaden zugefügt. Wie hat sich das denn bei dir... Das ist die bessere Aussage, sie wollten. Also sie haben... Aber du hast doch bisher von gemacht. Ich habe den Begriff verwendet, ja. Aber im Prinzip ist es so, sie wollten mir das zufügen, sie haben irgendwas gemacht, bei dem sie meinten, dass es mir seelischen Schaden oder psychischen Schaden zufügt. Aber mich interessiert es nicht. Ich mache das Ganze seit 5 Jahren, trotz Leuten, die versuchen, dass ich die kennenlerne, dass man sich anfreundet und mich dann hinterher verraten. Und genau das ist der Scherz dran. Es geht mir hinterher am Arsch vorbei. Ja, es geht ihm richtig am Arsch vorbei. Deswegen hat er dann auch irgendwann dieses Schild hochgehalten. Hier, Schraber, dein Verrat ist bedeutungslos. Ne? So am Arsch vorbei ist ihm das gegangen, dass er extra das Schild dafür gemacht hat. Genau. Das interessiert mich nicht. Wenn es mich interessieren würde, dann hätte ich mich schon lange von der Brücke gestürzt. Bei dem, was alles schon abgegangen ist... Und wir sind wieder wie im letzten Ding. Es gibt keine Alternativen. Ne? Man macht sich im Internet zum Obst und bringt halt Deutschland gegen sich auf. So weit, dass die tatsächlich zu einem kommen, um einen auf die Eier zu gehen oder einen im Internet zu verarschen. Und anstatt dann zu sagen, nee, ich höre jetzt auf, damit ist die einzige Option, 2 Optionen gibt's. Entweder weitermachen, stur heil weiter mit dem Kopf durch die Wand oder sich umbringen. Was anderes gibt's nicht. Ich mich schon längst umbringen können. Habe ich aber nie getan, habe ich auch nie in Erwägung gezogen. Weil das, was andere Menschen machen, ihr Bier ist. Ja, ich finde auch, Apropos man Bier. darf sich durch sowas nicht unterkriegen lassen. Es ist ganz wichtig. Man darf das nicht an sich ranlassen. Nee, du träumst nicht Bio. Ja, also... Mir geht es also am Arsch vorbei, aber ich glaube nicht, dass es großen Menschen gibt, der... An welchem deiner Ärsche ist es denn vorbeigegangen? Du hast inzwischen deutlich mehr als einen, damals auch schon. Man sieht ja, wie du da dort hackst, wie so ein Sack voll Schmand. Ne? An dem das vorbeigehen würde. Ja, weil, wie gesagt, ich mache das Ganze nicht seit gestern, nicht seit vorgestern, sondern ich mache das wirklich seit vielen, vielen Jahren mit. Und... Ja, zum damaligen Zeitpunkt, der Hate hat so 2014 so richtig eingeschlagen. Also seit 2014 würde ich sagen, gibt es so richtig
das Game. Davor waren es so einzelne Leute, die ihn halt getrollt haben, aber sagen wir, seit 2014 gibt es das Game und die Scheiße ist von 2017. Also wenn wir jetzt komplett 2014 geben, ja, dann hat er 14, 15, 16, geben wir ihm die restlichen Ding von 17 auch noch, dann sind es 4 Jahre. Also so lange ist jetzt auch wieder nicht. Ich weiß eben aus Erfahrung und auch aus Kenntnissen, die ich halt habe, weil ich halt auch ab und zu mal mit anderen YouTubern oder mit anderen Leuten, mit anderen größeren Leuten unterhalte, also größeren Leuten im Sinne von Zuschauergrößen, dass es halt wirklich da Leute gibt, die das nicht einmal ansatzweise durchhalten, wenn sie bloß die Hälfte von dem ganzen Stress haben oder bloß ein Viertel davon. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt trotz dieser ganzen Scheiße, die bei mir abgeht, nie aufgehört habe. Ich habe zum Beispiel... Aber wenn das so weit geht, dass du angegriffen wirst, musst du doch ab einem bestimmten Punkt realisiert haben, das ist nichts mehr für mich, ich werde hier angegriffen, mir wird hier wehgetan und da ist der Punkt, nicht mal, wenn du nicht mal an Gott glaubst, dann sieht man da halt irgendwie... Alter, dieses arrogante Grinsen, kommt er mir mit Gott. Schlechten Ausweg, es sei denn, man hört auf mit sowas. Na gut, da du Gott wieder ansprichst, tatsächlich hat mir das nichts mit Gott zu tun, im Gegenteil. Dadurch, dass ich nicht an Götter glaube, ist es... Das ist ja deine Entscheidung, ne? In die Hölle. Aber es ist für mich daher, aber es ist für mich daher auch eine bessere Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es keine Götter gibt. Oder, wie gesagt, nach meiner Meinung keine Götter gibt. Einfach deswegen, weil ich für mein Handeln selbst verantwortlich bin und so... Rainer, wo warst du denn für dein Handeln jemals verantwortlich? Wo musstest du wirklich ernsthaft mal Konsequenzen für dein Handeln hinnehmen? Na, wirklich Verantwortung übernehmen. Sich gerade machen für irgendwas. Und sogar dann, wenn ihm mal so leicht eins auf die Finger geklopft wurde, bei den unzähligen Verhandlungen, wo er eine Bewährung nach der anderen gekriegt hat, da hat er sich danach auch immer hingestellt und gesagt, nein, ich habe da gar nichts gemacht. Ich bin der Rainer und ich bin vollkommen unschuldig. Handeln kann, wie ich es für richtig halte. Nicht dadurch, dass ich in die Hölle komme oder dadurch, dass ich in den Himmel komme, mich beeinflussen lasse, sondern einfach mein Leben so führe, wie ich es führen möchte. Und nicht nur irgendwie... Ja, Rainer braucht sich keine Gedanken über die Hölle zu machen. Der hat einfach gedacht, hey, ich mache jetzt mein Leben auf Erden schon zur Hölle. Dann kann mich das überhaupt nicht mal schocken. Ne? Oder dämonische Anstrafe oder Androhung von Strafe. Jeder darf sein Leben leben, wie er will. Jeder darf an irgendwas anderes glauben. Jeder darf schwul sein. Jeder darf lesbisch sein. Das ist alles okay. Eigene Entscheidung. Aber Konsequenzen sind halt am Ende so, weißt du? Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich eben... Ich will bloß sagen, nichts gegen euch. Leute, ist euch aufgefallen? Rainer lässt zu, dass Bibelben ihn unterbricht. Rainer gibt ihm auch extrem viel Redezeit im Vergleich. Was er normalerweise nie tut. Hat er damals nicht getan, tut er heute nicht. Und zwar einfach nur, weil Rainer glaubt, den lasse ich jetzt mal reden, weil er sich ihm überlegen fühlt, weil er sich denkt, hey, lass mal reden, ich mach den jetzt nass. Ne? Wie oft kann ich das noch sagen? Es tut mir leid für alle, die sich jetzt angegriffen fühlen. Ich meine das nicht so. Es steht da einfach so. Es ist einfach in dem Glauben so, wisst ihr? Ja, hier, Rainer. Was? Und jetzt habe ich Angst vor nichts. Er weiß jetzt aber trotzdem nicht, was er darauf antworten soll, weil er hageldumm ist und jetzt liest er einfach den Chat und tut so, als würde ihn das ablenken. Das ist mal ADS. Hallo. Jetzt habe ich aber... Hallo. Ja, warte. Ja? Ich lese gerade den Kommentar da, jetzt ist er weg. Egal. Ja, also wie gesagt, ich sehe das auch so. Jeder soll das machen, was er möchte. Jeder soll sein Leben so führen, wie er möchte. Ich bin auch niemand, der irgendwie versucht, anderen seinen Glauben aufzudrängen oder seinen nicht vorhandenen Glauben. Dena FBQ 71. Ja, wir haben es jetzt langsam begriffen. Die Harry Potter Kommentare ist super funny. Ja, du bist der Größte. Ja, dein Maul. In meinem Fall. Letzten Endes. Ladies and Gentlemen. Letzten Endes. Muss halt jeder wissen, was er sagt. Und
Oder macht, tut, handelt, wie auch immer. Na gut, wie gesagt, ich habe dich gewarnt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass du da vorsichtig sein. Es ist aber unnötig, mich zu warnen, weil ich glaube, die Leute vertrauen mir anscheinend eher. Ich weiß nicht. Also ich vertraue mir wirklich. Weißt du? Okay, ich werde jetzt zum Schluss nochmal Also ein paar Worte sagen, die ich Klartext finde. Ach, du möchtest gehen? Ich gehe jetzt, ja. Aber ich hatte eigentlich Spoiler-Alarm, er geht noch für mindestens 10 Minuten nicht. streamen. Ich sollte doch mit dir noch ein bisschen über Sachen reden. Weiß nicht, wir haben jetzt nur über Arbeit und wir haben jetzt über weiß ich nicht was geredet. Wenn es da immer noch um die Probleme geht, ich habe keine Probleme. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil so viele... Ich kann doch nicht von 50 Leuten gleichzeitig hören, dass du Probleme hast. Ohne dass du Probleme hast. Es ist nichts Böses gegen dich, aber ich glaube... Was für Probleme? Ich glaube, dass du eine Wahnvorstellung hast. Du glaubst, eine Wahnvorstellung? Es ist echt nicht böse gegen dich gemeint. Leute, aufgepasst, jetzt wird richtig hart gespiegelt. Aber ich glaube, dass du eine Wahnvorstellung hast. Es ist mir auch nicht böse gegen dich gemeint, aber... Es gibt bestimmt 1, 2 Leute da draußen, die deinen Stream verfolgen, weil sie dich mögen und weil sie das mögen, wie du es machst. Aber geh nicht davon aus, dass die 1030 Leute, die jetzt hier zuschauen, wirklich alle auf deiner Seite stehen. Ich finde, du hast Probleme. Du hast Probleme. Ich mach das Ganze 5 Jahre. Ja, ich weiß, und du hast Probleme, wenn du dich so lange ärgern lässt und kein einziger da ist, der dir... Also unfassbar. Rainer stellt sich da hin und sagt, hier, du hast Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen wirft er ihm vor. Ja, weil die mögen dich ja alle gar nicht, die verarschen dich ja alle nur. Und er checkt einfach nicht, wie er sich da selber beschreibt. Er checkt es nicht. Und er hat ja Jahre später immer noch gesagt, er hat mehr Fans, als er Hater hat. Und wenn es tatsächlich so viele Hater gibt, dann sollen die ihn alle deabonnieren, dann hat er auf einmal keine Abos mehr und so. Und dann können sie es ihm richtig zeigen, bla bla bla. Ist unfassbar. Weißt du, bei mir sind Leute, die rufen an, um mich mit mir zu unterhalten. Und wenn du das 5 Jahre machst, ohne dass jemand anruft, der es ernst meint, warum machst du das? Du wirst sogar angegriffen. Es ist ja nicht böse gemeint. Weil du mir sagst, ich verbreite Irrglauben und habe Probleme. Ich gesagt, dass so viele Leute sagen, du hast Probleme. Ich sagte nicht, dass du Irrglaube verbreitest. Das hast du gesagt. Nein, ich sagte, dass du Probleme hast und dass du im Irrglauben bist. Du bist im Irrglauben. Aber wenn du im Irrglauben bist, weil du sagst, weißt du, wenn du sagst, hier rufen keine Leute an, die mich mögen. Du hast keine Erfahrung damit. Aber wenn ich keine Erfahrung habe, warum bist du dann noch so lange on und wirst du hier online und wirst die ganze Zeit so genervt von allen und auch noch angegriffen? Ich bin überhaupt nicht genervt. Ich mache mein Zeug, weil ich Spaß dran habe. Du vermutlich auch, das ist okay. Aber dann musst du mich doch hier nicht so beleidigen. Ich beleidige dich überhaupt nicht, ich sag nur was... Aber irgendwie schon. Rainer, du hast gerade gesagt, dass er Wahnvorstellungen hat und der Trottel ist, mehr oder weniger. Das ist schon beleidigend gewesen. Ich sag nur, wie du rüberkommst. Ich sag nur, wie du kommst. Gnade Gott demjenigen, der Rainer sagt, wie er rüberkommt. Wir kennen das alle. Arrogant nennst du das? Wenn man ihm irgendwann gesagt, jeder, auch die Leute, die es gut mit ihm gemeint haben, es gab wirklich beileibe genug in den letzten 12 Jahren. Auch wenn man es gut mit ihm gemeint hat und ihm gesagt, hey Rainer, du kommst so und so rüber, du kommst sehr arrogant rüber, du kommst sehr hochnäsig rüber, von oben herab. Er ist jedes Mal komplett ausgetickt. Das hat immer mit dem Bannhammer geendet und vorher war Brüllheulende und Augenschwitzen am Start. Und jetzt sagt er so, hey, ich greif die doch gar nicht an, ich sag dir nur, wie du rüberkommst. So, du bist halt dumm in meinen Augen. Du bist halt einfach ein Vollidiot und hast Wahnvorstellungen in meinen Augen. Nicht begreifen, dass er das, was er in ihm gerade kritisiert, einfach so sehr selber verkörpert. So einer, der anruft und Quatsch erzählt, weißt du? Weil ich mach dir einen Vorschlag. Nein, du bist nicht in der Position, irgendwem irgendwelche Vorschläge zu machen. Rainer tut jetzt so, als würde ich ja verhandeln darüber, ob Bibelben sich jetzt aus dem Internet löscht oder nicht, damit Rainer freie Bahn hat, die Freespins auf YouNow abzugrasen. Schau auf YouTube, ja?
Google einfach mal ein bisschen Drachenlord, Drache, alles was... Alter, wenn er jetzt gleich noch sagt, aber glaub nicht alles, was du liest, dann hast du mich hier liegen. Dann hast du mich hier echt liegen, ganz ehrlich. Google mal dran, Lord. 2017. Und was war 2023? Auf Diggity Doggity? Ja, Google mal Drachenlord. Aber glaub nicht alles, was du siehst. mit mir zu tun hat. Schau dir mal ein bisschen was davon an. Und dann komme ich wieder in den Stream. Aber dann reden wir noch wenn das so schrecklich ist, warum hast du weitergemacht? Weil ich mich nicht unterdrücken lasse. Von nichts und von niemandem. Von keinen Göttern, von keinen Menschen, keinen Dämonen und nichts anderem. Ich bin ich, weil ich sein will. Das ist ja schön, aber hör auf. Ja, aber du lässt dich unterdrücken, zum Beispiel von deiner Zuckersucht, weil gleich schüttest du gleich wieder Schwippschwapp in die Schublade rein. Mir zu erzählen, ich habe Probleme, wenn die Leute das ist nicht mehr oder weniger sagen. Das ist nicht nur meine Aussage. Ja, aber es ist nicht nur meine Aussage, dass du Probleme hast. Weißt du? Alleine, weil du so aggressiv wirst plötzlich. Ich bin aggressiv. Du bist aggressiv. richtig aggressiv, ja. Du bist der schreit. Na klar. Alter, man merkt richtig, wie schwer es dem Ben fällt, in seiner Rolle zu bleiben. Ihm fällt das fürchterlich schwer, in der Rolle zu bleiben, weil ihn Rainer so fürchterlich matt macht. Und der würde einfach wirklich gerne einfach mit dem nackerten Arsch ins Gesicht springen. Und ihm sagen, du bist so ein brunstdummer Vollidiot. Du bist sogar so saudumm, dass du nicht checkst, dass ich dich trolle hier die ganze Zeit. Du bist extra in meinen Stream gekommen, weil du einfach zu dumm für die Welt bist. Ja, also ich finde das nicht gut. Ich finde das auch ein bisschen, ehrlich gesagt, frech. Also eine Menge Leute sind frech. Ich habe nicht geschrien. Nein, aber du bist unverschämt gewesen. Unverschämt? Ja, unverschämt. Du schreist mich an, ich versuche dir nur was zu erklären. Ja, du hast mir erklärt, dass ich keine Ahnung... Das ist natürlich, wenn man irgendjemand versucht, was zu erklären und derjenige schreit einen dann an, das geht natürlich gar nicht, gell? Es sei denn, derjenige, der einen anschreit, ist Rainer und derjenige, der versucht, ihm was zu erklären, ist jemand, der einfach deutlich mehr auf der Pfanne hat als er. Dann, ne? Ahnung habe und Probleme habe und im Irrglauben bin. Das ist ja nicht gerade nett. Jeder, den ich kenne, der deine Streams verfolgt oder Streams schaut dich entweder, weil die Leute sich über dich lustig machen, oder... Es sind genug Leute, die hier anrufen, die es ernst meinen. Dann musst du vielleicht... Ja, Reini, ist bei mir und dir genauso. Jeder, den ich kenne, der deine Scheiße verfolgt hat die geschaut, um sich über dich lustig zu machen oder um Leuten zuzuhören, die sich über dich lustig machen. Das mal verfolgen, weil du dann anscheinend keine Ahnung hast. Kann ich machen. Wir machen ganz einfach einen Deal. Du schaust dir mal das Zeug von mir an und ich schaue mir mal ab und zu deine Streams an. Ich kann nicht versprechen, dass ich mir oft einen anschaue, weil ich selten online bin zu der Zeit, wenn du an bist, weil ich auch eine Freundin habe, die will auch jede Zeit haben. Ja, halt dein Maul, du hast keine Freundin, das ist alles gelogen. Sein Deal ist jetzt, du schaust alles an, was ich jemals gemacht habe in den letzten 5 Jahren. Und dafür mache ich einfach gar nichts. Vielleicht schaue ich mal in deinen Stream, einfach nur, wenn du mal wieder mehr Zuschauer hast als ich, aus Neidgründen. Und danach kriegst du zu Kreuze vom großen Drachen, dem Medienprofi aus der Hölle mit Bienen im Mund. Mir und einige andere Sachen. Aber ich werde mal schauen, ob ich da ein bisschen mitschaue. Aber das, was ich bisher mitgekriegt habe, und das ist nicht viel, da hast du recht, aber das, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass so gut wie keiner, der deine Streams hier verfolgt, es sind 1, 2 dabei, ja, aber so gut wie keiner, der hier zuschaut, meint es ernst. Aber was ich hier über dich gehört habe teilweise, das war echt schrecklich. Und ich habe auch 5 Jahre, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach so verarbeiten kannst. Deswegen erzähle ich ja auch immer. Das kann niemand. Ich kann es dir selbst wenn du keine Hilfe möchtest. Ich kann es dir auch selbst nicht erklären. Dann kann ich dir nicht helfen. Du solltest vielleicht wirklich, wenn du dich so fühlst, als ob du, auch wenn du es nicht sagen möchtest, wenn du, einfach nur ein Tipp, wenn du der Meinung bist, dass es dir nicht gut geht, dann solltest du einfach den Glauben annehmen. Du solltest einfach glauben, weißt du? Und dann solltest du in die nächste Kirche gehen und dich da mit jemandem unterhalten. Der wird dir helfen.
Ich bin jetzt friedlicher, als ich es je mit Glaube war. Und ich kann mein Leben und mein Schicksal besser annehmen, als ich es je mit einem Glauben getan habe. Das ist eine der Sachen, die ich eben gemeint habe. Du schiebst alles oder du setzt viel oder viel zu viel auf den Glaube. Auf den Glauben, Rainer. Deutsch. Ne? Du hast Anfang von diesem Video so suffisant ihn korrigiert wegen Englisch. Auf den Glauben. Deutsch. Irgendetwas nicht passt. Mein Kanal heißt Bibel-Channel. Es geht hier um die Bibel. Das ist okay für dich, aber ich habe seit ich mit dir rede, habe ich eher das Gefühl, dass du eher versuchst, mich dazu zu bekehren, dass ich auch an die Bibel oder an die Religion und an alles glaube. Ich versuche jedem zu helfen. Aber ich habe ja keine Probleme, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ich bin hier reingekommen. Aber so viele Leute sagen, du hast Probleme. Außerdem wirst du gehauen. Du hast alle Probleme. Sagen, spring von der Brücke, machst du es dann? Nein, natürlich nicht. Also warum glaubst du dann nur, weil alle... Aber Rainer, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, wer von der Brücke springt und wer nicht. Ja? Aber wenn alle zu dir kommen, weil sie dich hassen, dann bist halt vielleicht du das Problem. Ich habe das schon öfters gesagt, wenn du halt, keine Ahnung, 10, 20 Leute hast, die dich nerven, dann kann das Mobbing sein. So, wenn es 10, 20.000 sind, dann würde ich mir überlegen, ob vielleicht ich das Problem bin. Sagen, dass ich Probleme habe. Ich habe mehr Hater, als du hier jemals Zuschauer hattest. Weil das wird mit Hatern geflext. Es wird tatsächlich damit geflext, dass er mehr Hater hat als er. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du hast es geschafft. Du hast mehr Hater als alle anderen Leute. Und deswegen hast du jetzt recht, oder was? Siehst du? Und da ist doch der Punkt. Wenn dich so viele Leute nicht mögen, warum machst du weiter? Weil ich daraus... Wenn du so viel... Applaus, Ben, Applaus. Viel mehr hast. Weil ich daraus so viel schlage. Ich verdiene mein Geld damit. Das ist mein Lebensunterhalt. Ja, genau, und das ist der Punkt. Wenn dich so viele Leute hassen, warum machst du weiter? Weil es sein Geschäftskonzept ist. Und er hat es auch lange vor diesem Video schon zugegeben. Da hat er noch seine langen Haare gehabt. Ihr erinnert euch, dass er in diesem komischen roten Pulli da dort gestanden und wo er gesagt hat, er schürt den Hass der Hater, das gibt Aufmerksamkeit, das gibt Geld. Deswegen macht er weiter. Und aus keinem anderen Grund, weil die Alternative wäre richtig arbeiten gehen. Und das ist keine Alternative. Richtig arbeiten gehen ist die AfD der Geldverdienungsmethoden des Drachenlord. Keine richtige Alternative. Das ist, auch wenn du es nicht so siehst, meine Arbeit. Ich lebe davon. Und psychisch, mental, geistig, seelisch, auch körperlich, macht mir das ja nichts aus. Nein, Rainer, du hockst da mit 230 Kilo in dem scheiß Stream und schwitzt, wenn du die Arme nach oben hebst und bist am Schnaufen nur vom Reden. Aber es macht da körperlich überhaupt nichts aus, dein Lebensstil. Und psychisch auch überhaupt nicht. Deswegen muss er immer rauswongeln und die Leute anschreien und angreifen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mein Essen auf dem Tisch stehen, ich habe meinen Strom, ich habe mein Wasser, ich habe alles, was ich fürs Leben brauche. Ich habe Geld. Rainer, wann hast du zum letzten Mal Wasser getrunken? Erzähl mir das einmal, wann du das letzte Mal wirklich Wasser getrunken hast. Einfach aus dem Hahn. Oder vielleicht auch aus der Flasche. Einfach Wasser, mit nichts drin. So ein Krampf. Wir haben doch gerade gesehen, was dein Wasser ist. 6 Liter Schwippschwapp und das Ganze wird runtergespielt mit einem Liter Energy am Tag. Und dann hast du dich gewundert, warum sie mit 28 die Galle rausgenommen haben. Was zu unternehmen? Was? Ja, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Was zum Beispiel? Keine Ahnung. Ich habe alles, was ich an materiellen Besitztümern brauche. Ist sogar viel zu viel eigentlich. Und ja, viel zu viel. Viel zu viel hat er gehabt. Deswegen hat er dann auch immer in den YouNow-Streams damals gebettelt und gesagt, ja, wenn ihr nicht mehr spendet, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Ihr müsst dann schon mehr spenden. Ja, wir müssen mehr Barne müssen her. Barne und wieder Barne müssen her. Ja, und jetzt sagt er, ich habe ja alles. Ich habe ja viel zu viel. Ich könnte, das kann ich alles gar nicht ausgeben. Materieller Besitz interessiert mich an sich nicht. Alter, Essen, Trinken brauche ich zum Überleben, ganz klar. Strom und Wasser brauche ich auch. Vor allem für meine Arbeit.
im Fall vom Strom. Aber darüber hinaus brauche ich nichts. Mit meiner Freundin ab und zu mal was machen, vielleicht mal in Urlaub fahren. Deine Freundin, die du dir ausgedacht hast, die interessiert keinen Menschen. Ich check nicht, warum er in dieser Diskussion permanent wieder die Freundin aus Denken auspacken muss. Ich begreife es nicht. Will er jetzt den Bibel-Ben beeindrucken damit, dass er eine Freundin hat? Ja, wie dumm kannst du eigentlich sein? Oder so vielleicht. Der Bibel-Ben ist ja angeblich so schwergläubig. Der würde eh nicht, also wenn es ihn tatsächlich so gegeben hätte, hätte er eh nicht gebimst vor der Ehe. Dem ist doch vollkommen Wayne, ob du eine alte hast oder nicht. Ganz zu schweigen davon, dass es offensichtlich gelogen ist. Mal irgendwo in Deutschland oder mal am Ausland unterwegs sein. Nein, du warst zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren nicht mehr außerhalb von Schauerberg. Vielleicht einmal nach Nürnberg und das war's. Du hast dich zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr auf irgendwelche Festivals oder sonst irgendwas getraut. Ja. Das ist schön, dass du das als deine Berufung siehst, finde ich schön. Ich weiß nicht. Ich würde dir einfach raten, auch wenn das nicht so ist, ich weiß es nicht. Okay, ich kann es wirklich nicht wissen. Vielleicht sind es Leute, die mich hier veräppeln. Kann auch sein, dass du gerade einfach frech bist. Aber wenn es so ist, bitte, es gab Ehrliche. Also ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht, okay? Ich kann das bei niemandem sagen, es sei denn, die schreien am Ende T raus oder hier das Heilwort. Nee, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ja, ich weiß nicht. Du solltest dir dann auf jeden Fall, wenn es dir nicht so gut geht, dann Hilfe besorgen. Wenn es so wäre, würde ich das schon längst machen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich ernsthaft, ich bin wohl mit der ehrlichste Mensch überhaupt, den du je... Oh, wir hauen uns heute raus, leider. Er ist der ehrlichste Mensch, den er jemals kennenlernen wird. Der Typ, der damals schon überall im Land als Lügenlord verschrien war, erzählt uns, ich bin der ehrlichste Mensch und ich komme hier nur rein, um dich vor dir selber zu schützen. Mit Sicherheit nicht, um dich davon zu überzeugen, von der Plattform zu verschwinden, auf der ich meine Barne verdiene, damit ich mehr Barne krieg. Das ist nicht der Grund. Ich bin der ehrlichste Mensch überhaupt. Ich bin ein richtiger Menschenfreund, bin ich. Hier hat es. Aber gut, es ist okay, es ist deine Sache. Ich habe dich gewarnt, ich habe versucht dir zu helfen. Ich habe versucht dir zu sagen, dass der Großteil, was hier, oder wie gesagt, ich will echt nicht sagen, dass es alles sind, weil mir haben alle immer gesagt, du hast nur Hater. Das glaube ich nicht. Das ist auch einfach Siehst du, ich glaube das bei mir auch nicht, wenn du mit Hater hier dass es bei dir so ist. Aber ich glaube einfach, dass es mehr Hater und mehr Idioten sind dabei, als du glaubst oder als du wahrnimmst. Mir wurde immer gesagt, ich halte diese Spiegelung nicht mehr aus. Ich bin jetzt froh, wenn es gleich vorbei ist. Weil ich halte das nicht mehr aus. Der Bibel-Ben hält in dem Spiegel direkt vor die Fresse und Rainer schimpft sich mehr oder weniger selber an. Und checkt's nicht. Das ist ja auch bei so Forschern, die rausfinden wollen, ob gewisse Tiere ein Bewusstsein haben. Das ist auch immer so ein Ding, erkennen die ihr eigenes Spiegelbild. Ne, das ist auch so ein Ding, wo sie messen, wie intelligent ein Tier ist. Ob es sein eigenes Spiegelbild erkennt. Rainer erkennt sein eigenes Spiegelbild nicht. Also klar, ne, physisch, wenn er vor dem Spiegel steht schon, aber in dem Fall nicht. Rainer ist halt einfach durch den Tierintelligenztest durchgefallen. Nur Hater. Ich hab auch Fans oder auch normale Zuschauer. Und bei dir ist es genau andersrum, weißt du? Du glaubst, dass du mehr Fans als Hater hast. Hast du aber nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall genug Leute, die anrufen und es ernst meinen, sodass ich der Meinung bin, ich möchte es weitermachen und ich fühle mich gut damit. Ich habe nie gesagt, du sollst aufhören. Ich sage nur, du solltest drüber nachdenken, wie du weitermachen willst und ob du so weitermachen willst. Aber wie gesagt, das ist letztlich deine Sache. Du kannst es, wie gesagt, einmal anschauen. Dieses Zeug, was ich gesagt habe, ich schaue auch ab und zu mal bei dir rein. Werde vielleicht in einer Woche dazu oder in 2 nochmal bei dir reinschauen. Wenn du mich nochmal als Gast nehmen möchtest, darfst du das, dann können wir nochmal drüber reden. Vielleicht hast du dann eine andere Sichtweise.
Ich werde mich da mal informieren, ja. Das hört sich interessant an. Das wäre auf jeden Fall gut, weil ich mich dann auch ein bisschen bei dir umschaue, wenn du streamst. Dann muss ich einer Bekannten Bescheid sagen, dass die mich dann immer anschreibt, weil ich fan dich einfach mal. Ja, und wie gesagt, dann können wir nochmal drüber reden. Vielleicht teilst du dann meine Ansichten, vielleicht auch nicht, das wird sich zeigen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Kurze Sache noch. Du hast ja gesagt, du möchtest dich in Verbindung setzen, dann musst du einfach... Wie er gerade im Met wird. Ja. Da bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Kurze Sache noch. Diese Gesichtsausdruck, wie jetzt die Augen zumacht. So, ich will doch die Kontrolle über das Ganze haben. Ich will doch jetzt... Ich habe doch jetzt gesagt, dass Feierabend ist. Dann ist jetzt auch Feierabend, weil ich bin der große Juno-Star und jetzt halt endlich dein Maul. Verpiss dich von meiner Plattform, du ab. Auf meinem Kanal gucken. Oder ich habe jetzt auch ein Twitter. Da siehst du dann, wenn ich sage, ich mache meinen, und dann kannst du ja reingehen. Dann nehme ich dich auch an, wenn du möchtest. Ja, wie gesagt, mal gucken. Wenn ich hier bin, wirst du das immer mitkriegen. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer auf Platz 1, es sei denn, du bist da. Ansonsten bin ich eigentlich immer, ich bin wie gesagt einer von den absolut größten Streamern auf YouNow. Das ist gut. Im deutschen Bereich. Ja, aber Rainer, anscheinend ist hier Bibelben ein größerer Streamer auf YouNow als du. Rainer, wollen wir darüber reden, was das mit dir macht? Wie fühlst du dich dabei, wenn das so ist? Genau. Und wenn ich hier bin, das kriegst du eigentlich immer mit, weil die Leute im Chat dann immer schreiben. Normalerweise. Es kann auch mal sein, dass es mal Faker dabei sind. Ich krieg hier wenig davon mit, außer wir schreiben die Leute immer Rainer W. oder Rainer Winkler oder irgendwie irgendwas hier, Rudi ausbuddeln oder so. Finde ich nicht witzig. Das ist mein Vater gewesen, ja. Ja, habe ich schon gehört. Finde ich gar nicht witzig. Finde ich absolut nicht witzig. Und ich finde, ihr solltet damit aufhören. Das ist zum Beispiel einer dieser psychischen Misshandlungen, wo sie meinen, dass mich das psychisch angreift. Klar, ich finde es nicht... Ja, das glaube ich ihm schon, dass ihn das psychisch nicht angegriffen hat, weil das war ihm gerade wurscht. Ne? Dass der so das Zeitliche gesegnet hat, das war ihm gerade recht. Gut, ne? Im Gegenteil. Aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt mental angreift. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Na gut, damit danke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich muss jetzt wirklich los, weil meine Freundin, die... Ja, meine Freundin, die existiert halt nicht. Auch schlafen gehen, ich bin müde. Jo. Dann noch viel Spaß an alle Leute, die jetzt dabei sind. Seid mal ein bisschen freundlicher zu dem Dude. Ja. Danke. Ansonsten haut rein. Ansonsten und tschüss. Ja, tschüss. Ja, naja, ich fand das ehrlich gesagt, ist der ja. Ding ist der. Er ist definitiv Ding. Leute, dieses war der erste Streich. Beziehungsweise der zweite Streich vom ersten Streich. Es gibt tatsächlich ja noch ein weiteres Video mit dem lieben Bibelben und dem guten Reini. Die ganze Nummer dauert nochmal 28 Minuten. Die kriegt er als nächstes von mir. Ja? Also es gibt jetzt Bibelben Part 1, das hier ist Bibelben Part 2 und dann gibt es noch Bibelben mindestens Part 3, vielleicht auch noch Part 4. Je nachdem, wie lange ich dann für den zweiten Stream da brauche. Das war eine kürzere Geschichte heute, das ist auch nicht so schlecht, da habe ich ein bisschen mehr Zeit heute Abend für fressende, wichsende Datteln. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören an alle Leute, die bis zum Ende geblieben sind. Auch die Leute, die vielleicht noch nicht abonniert haben, haut's mal ein Abo raus. Würde mich freuen. Wir hören uns und Mellow.